ungeschacht, gab auf ein heilig Zeichen Acht. O Herne, du hast ihn erschlagen, nun sollst du jagen und vom Jäger Herne, die Mehl ist alt. Der jagen muss durch Vizus Wald. Nacht aus, Nacht ein, bis zum Morgenschein. Nacht ein, Nacht aus, wie Zaus und Preis. Er trägt auf der Stirn des Hirschen Gebein und grausig schallt sein Hallo-Geschrei. Wo flieht die heilige Eiche, dass nicht der Tod dich erreiche, dass nicht der Tod dich erreiche. Denn schlägt die Glocke Mitternacht und steigt empor des Mondes Brot. Laut Herne mit seiner Weite und alles fällt ihm zur Beute. Eine schöne Geschichte, liebe Frau. Doch was tun wir damit? Das fragst du? Falstaff soll heute Nacht als Jäger Herne erscheinen. Das wird lustig, bravo! Wenn er kommt. Das lasst nur unsere Sorge sein. Wenn wir ihn einladen? Nun gut, er kommt. Was weiter? Fein, da ist Annchen. Setz dich, mein Kind, und hör gut zu. Wir bestellen alle Freunde und Bekannte. Die wir benachrichtigen können. Hörst du, Annchen? Ja, warum denn und wohin? Um Mitternacht in den Park. Auch die Kinder. Verkleiden alle als Geister und Elfen. Und verstecken sie in den Hinterhalt. Nicht schlecht. Und dann? Sobald wir beide, Frau Flut und ich, uns mit Falstaff getroffen haben, stürzt die ganze Rotte mit furchtbarem Geschrei auf ihn. Wir entfliehen? Und alle Geister umzingeln ihn, zwicken und stechen ihn so. Au! Und fragen den sauberen Ritter, wie er es nur wagen könne, in solcher Verkleidung die Geister zu belauschen. Herrlich. Und während er seine Missetaten beichtet, kneifen und brennen wir ihn immer weiter. Bravissimo, ich übernehme es, die ganze Rotte zusammenzubringen. Annchen verteilt die Rollen. Oh ja. Ich selbst verkleide mich auch. Ihr werdet euch wundern. Schickt nur sofort zu Falstaff. Und ich gehe noch einmal als Sir Bach verkleidet zu ihm und versichere mich, dass er auch wirklich kommt. Hauptsache, alle sehen wie echte Geister aus und schwirren wie Geister umher. Der dicke Junker muss sich für verzaubert halten. Kommt, jetzt so schnell wie möglich. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Und nun, mein Kind, ein ernstes Wort mit dir. Ja, Mutter? Der gute Dr. Caius hat mir schon zu wiederholten Malen gestanden, wie sehr er dich liebt. So. Und du? Und ich? Ich meine, du zweifelst nicht an seiner Liebe. Nein, Mutter. Du weißt auch, dass es mein größter Wunsch ist. Ihr beide möchtet ein Paar werden. Ja, Mutter. So sollst du noch heute Nacht mit Caius getraut werden. Nein, Mutter. Wie? Verzeihung, ja, nur wie soll das vor sich gehen? Mit Hilfe des Spuks, den wir für heute Nacht verabredet haben. Mit Hilfe des... Spuks, ja, das wird eine Überraschung geben, sage ich dir. Ein Spuk im Spuk. Heißt das, es soll dabei gemogelt werden? Aber Kind, was ist das für ein Wort, gemogelt? Ich mogle doch so gerne, Mutter. Nur sag mir, was ich tun muss. Ganz einfach. Du verkleidest dich als roter Elf. Als roter Elf. Verstehst du? Ja, nur zu. Ich selbst bringe dir das Gewand. Nicht ohne vorher Dr. Caius, der dich daran erkennen soll, die rote Farbe zu verraten. Ach. Er selbst natürlich auch verkleidet, entführt dich und lässt sich sogleich mit dir in der Kapelle trauen. So ist gewiss dort jemand, der die Trauung vornimmt. So gewiss, wie ich möchte, dass meine Tochter glücklich wird. Welch unerwartete Möglichkeit, Mutter. Wenn nur alles gelingt. Es wird, verlass dich drauf. Ich hoffe nur, der Plan gefällt dir. Und wie?
Ich will alles tun, was zur Überraschung des Abends beitragen kann. Recht so, mein Kind. Und ich sage dir, das Versteckspiel wird dir große Freude machen. Ich hoffe sehr. Nun denn, auf heute Nacht, Frau Dr. Caius. Oh, liebe Mutter, nein. Nie kann Anna des Caius Frau werden. Mein Herz gehört Fenton. Ihm allein. Schnell an den Teuren geschrieben. Wenn etwas, so soll dieser Plan von einem Spuk unser Glück vollständig machen. Sieh an. Was schreibt meine liebe Tochter da? Die liebe Tochter wollte eben das Verzeichnis der Rollen für heute Nacht entwerfen. Gut, mein Kind, da komme ich gerade recht. Ich habe nämlich, musst du wissen, einen Plan, einen köstlichen Plan, der dein Glück vollständig machen soll. Wie schön, Vater. Einen Plan und mein Glück, sagst du? Ja, mein Kind. Und das extra Schöne an diesem Plan ist, dass wir deiner lieben Mutter damit eins auswischen können. Und das, Vater, nennst du schön? Der ewige Streit wegen deines zukünftigen Ehemanns wäre mit einem Schlag erledigt. Junker Spärlich? Getroffen. Noch heute Nacht sollst du Frau Spärlich werden. Noch heute Nacht? Wo es im Park gespukt? Wie soll ich das verstehen? Ganz einfach. Du musst nur bei dem Spuk als grüner Elf erscheinen. Ich selbst bringe dir das Gewand und verrate vorher Junker Spärlich, dass du grün bist, damit er dich erkennt. Dann entführt er dich und lässt sich mit dir in der nahen Waldkapelle trauen. Basta. Das ist alles. Ich denke, das ist eine ganze Menge. Du willst doch das Glück nicht von dir stoßen. Das Glück? Bewahre. Sehr brav. Ich wusste doch, dass meiner Tochter solch Versteckspiel Freude macht. Auf heute Nacht denn, Madame Spärlich. Welcher Zufall. Welche Wendung. Wo Vater und Mutter sich gegenseitig ein Schnippchen schlagen, da darf die Tochter auf ihre Art wohl mitspielen. Verzeiht, liebe Eltern, aber ich kann nicht anders. Dem Caius schicken ich das grüne Gewand, dem Spärlich das rote. Dann muss jeder von den beiden glauben, ich stecke in der Verkleidung des anderen. Schnipp, schnapp. Und ich selbst kann mich in aller Ruhe mit Fenton in der Waldkapelle. Ach, wer wagte wohl an ein Glück zu glauben, das man sich kaum ausmalen kann. Annchen im weißen Kleid Titanias und Fenton. Fenton? Oh Gott, der Brief, wenn es nicht gelänge, ihn zu unterrichten. Ui, das wäre. Schnell, nur schnell.